Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted Drake Schicksal auf Pelzig. Und wir gehen zu der geheimen Empore. Gucken wir mal, wo die ist. Hier mag ich ein bisschen vorsichtiger noch sein in dem Gebiet, da noch Handlanger hier unterwegs sind. Hoppla, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte noch laden. So. Und hier wieder lang. Ach Gott, den Popelsprung, den schafft er nicht. Na, oh je, das kann ja heiter werden. Da haben wir normale Pistolen noch und du ist die fette Desert Eagle noch. Boah, ich liebe die fette Desert Eagle. Und das Sully hat noch per Walkie gesagt, dass es hier noch was Geheimes gibt. Und das suchen wir natürlich. Goldenes Vogelgefäß. Trophäe erhalten in Kupfer. Kompetenter Schatzsucher. Na, Allah, wenigstens gehen wir in dem Spiel als kompetenter Schatzsucher ab. Ist auch wirklich toll. Und ich glaube, mittelmäßiger Schatzsucher ist hier, ja, unsere Errungenschaft. Und ich würde sagen, ach Gott, Gott, ist das wiecht gemacht, oh. Ja, ich würde sagen, wenigstens gehen wir in dem Spiel noch als mittelmäßiger Schatzsucher ab. Und wir können wahrscheinlich, ach, wenn wir Eldorado nicht kriegen sollten und verkaufen können, würde ich doch sagen, dass wir mit einer gesammelten Schätze, die wir so gefunden haben, durchaus ein gutes Leben führen können. So, da lang. Und ich glaube, da waren sowieso noch ein paar tote Handlanger gelegt. Da können wir genauso gut auch hier unten nochmal gucken. Und irgendwo muss es ja zu dieser geheimen Empore noch gehen. Da ist zugewuchert, da geht nix. Heieieiei. Irgendwo muss aber was sein, wenn man da klettern kann, oder? Wo? Da geht's auch nicht hoch. Moment. Ne, das war verschüttet. Und da war Handlanger-Action, oder? Ui. Oh ja, jetzt sind wir wieder dort, wo wir hier bei dem Knochenbrunnen, nenne ich das Ding so insgeheim, wo wir beim Knochenbrunnen gekämpft haben. Und da könnte man entlang, ja. Ja, genau, da sehe ich auch schon Kletterstäbe. Ah, irgendwo muss es ja hier gehen, denke ich. Oder? Moment. Probieren es mal so zu erreichen. Instant Kill. Scheiße. Okay, dann noch einmal. Moment. Ach, jetzt sind wir da wieder gelandet. Okay. Na gut. Werde ja auch schon einen Grund haben, warum wir hier gelandet sind. Oder nicht. Nee, also ich sehe jetzt hier auch nichts, wo man nochmal hinklettern könnte. Unser Tipp zeigt irgendwo hier in die Richtung. Oder? Nö. Ich glaube, das ist scheißegal, wo hier. Ja, da guckt er einfach nur geradeaus dabei. Tipp. Ja. Okay. Ja, mein Kater pinst wieder vom Zimmer. Falls Nathaniel kennt. Der ist gerade arg nervig. Miau. Ja, der kreint wieder. Der... Blöb. Das war nicht gut. Das war echt nicht gut. Der Kater pinst da wieder vom Zimmer rum. Der will rein. Ich habe ihn jetzt gerade über von draußen reingelost und habe ihn zu Futter gegeben. Und jetzt hat er anscheinend sein Futter aufgegessen. Und ist jetzt etwas stinkig, dass er bei mir nicht ins Zimmer rein darf, wo er sonst dann immer liegt. Aber da muss er jetzt mal durch, die Sache. Er kann nach der Aufnahme auch wieder gern rein. Aber ich mag jetzt nicht unterbrechen, nur damit der feine Herr hier wieder reinkommt. Okay, das war echt nicht gut. Jetzt sind wir nämlich wieder genau da gelandet, wo wir eigentlich rauskommen sind. So ein elender, blöder Mist. Ja, genau. Oh, ja, genau. Schmeiß noch eine Granate. Mach's noch unnötig. Gut gemacht. Gut gemacht, Yankee. So wird das gemacht. Richtig unnötig. Moment. Da kann ich vielleicht hier noch mehr unnötiges Zeichen machen. Das hatten wir ja schon hier. Zack. Und hier rum. Und zack. Da rum. Und zack. Da entlang. Und peng da hoch. So, dann sind wir wieder in dem Gebiet. Und Handlanger Li, Handlanger Lo. Nee, Quatsch.
Ach, ich stolper hier wieder orientierungslos durch die Gegend und hab mal wieder keinen Plan, was ich zu machen hab. Ja, ich lieb sowas. Ich lieb sowas. Gerade wenn ich so ein Dappschädel bin, der null Ahnung hat, was er zu machen hat. Moment. Mhm. Nee, da war es nix, was ich machen kann. Ja. Du mich ach. Da war hier die Kletterpassage. Das finde ich halt immer etwas schade von der Animation her, dass das da immer etwas unklar für mich ist. Wo man lang zu gehen hat. Moment. Wie war dann das da nochmal hier? Ach du liebe Zeit, wenn ich mich jetzt so dran nochmal erinnere, das ist doch gerade vor 2 Aufnahmen oder was passiert. Ich kann als echt so ein Knetkopf sein. Steht, sage ich, lade den Kontrollpunkt nochmal neu. Dann wäre ich wieder da rausgeschmissen. Okay, da bin ich wenigstens wieder auf der richtigen Seite vom Brunnen. Dann war das hier. Und können wir genauso gut hier runterhupsen. Dann können wir nämlich da entlang. Und dann können wir wieder hier rum. Mann, ich hasse es, wenn ich so orientierungslos bin. Es tut mir auch leid, ihr liebe Leid. Aber ich kann als echter so der absolute Oberknetkopf sein, was sowas angeht. Und wie komme ich jetzt da rüber? Ich kann ja nicht einfach springen. Da kann ich irgendwo entlang. Und nee, da hat er auch keine Möglichkeit, da runter zu springen, oder? Nee. Passiert wieder nur der Quatsch. Und dann habe ich wieder in die Hose geschissen, wenn ich das mache. Mann, ich hasse es. Als hasse ich das so richtig dumm zu sein bei sowas. Moment. Ich probiere mich wieder zu orientieren, was wieder ganz furchtbar endet. Dort zack und dort zack. Verreckt man nicht wegen den 1,5 Meter, Drake, ich sag das. Dann... Oh Mann, diese Kletterpassage, die machen mich fertiger als die... Machen mich echt fertiger als die Schießerei. Okay, den Sprung, den schafft er nicht. Aber da muss ich hier, glaube ich. Na Allah. Ja, man muss sich also mal wirklich was trauen, nur weil man beim ersten Mal versagt, ist es ja eine, dass man auf ewig versagt. So, jetzt könnte ich doch da hier. Und dann da hochklettern, jawohl. Schneide ich nicht. Und dann. Ach, natürlich. Fast hatte ich ihn, genau. Uppala. Oh, scheiße. Ich steht mal Sache, wir machen das mal. Ach. Tschüss. Bis dann. Okay. Zumindest hat es als Ablenkungsmanöver gereicht. Das tat bestimmt weh. Ja, das war nämlich ein Kopfschuss. Sehr gut. Jetzt sind wir hier in der oberen Etage vom Altarraum. Das ist auch sehr gut. Wir drehen uns zwar so ein bisschen im Kreis, aber ich glaube, das ist schon die richtige Adresse, wo wir hier sind. Hier schaut doch mal der Taschenlämpel ein, Nathan. Da hat noch was geblitzt. Spanischer Goldkelch. Ja, geilo. Geilomat. Also ich glaube definitiv, als armer Mann gehen wir hier nicht raus. Okay, da geht's weiter. Das muss es sein. Wenn du das sagst. Aha. Ja gut. Dann muss das so sein. Dann gehen wir mal zu dem Fenster hier. Ich habe das ja schon, in dem Let's Play, wo es vorkam, habe ich es ja, in dem Let's Play, in dem Teil, wo es vorkam, habe ich es ja auch angesprochen, dass es das sein muss. Dass das das Symbol ist. Okay, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's, glaube ich, hier entlang. Probieren wir es einfach mal. Okay, das packt er. Und das darf ich nicht drauf schießen, sonst gibt's richtig Rambazamba. Aber für spätere Handlangerkämpfe kann man sich das merken, denke ich. Okay, da könnte es sein, dass wir uns da abstützen. Oh Gott, so einen Sprung schafft er. Das ist unglaublich. Also was da von der Engine teilweise vorgesehen wären, was war Monstersprünge.
Und bei anderen Dinger, du kackt der ab, gnadenlos. Das ist schon etwas merkwürdig. Aber ich will dir nichts sagen. Da entlang. Da ist der Schlüssel. Und jetzt? Jetzt haben wir den Schlüssel betätigt. Oder? Denke ich mal. Geht's da noch irgendwo? Dort zu dem anderen Schlüssel muss ich auch noch kommen, ja. Dort drüber auf der Seite ist auch noch ein Schlüssel. Aber wie komme ich zu dem? Das ist hier die Frage. Ich probiere jetzt nochmal den Weg rückwärts zu gehen. Wahrscheinlich mache ich wieder alles komplett falsch und furchtbar. Aber ich will es trotzdem einfach mal probieren. Bei dem war ich. Jetzt muss ich zu dem da rüber. Also hier ist es da lang. Dann müsste ich da. Und potenziell dann auf die Seite. Probier's. Okay, nee, das macht er nicht. Okay, entweder da lang. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Ja, da habe ich mal richtig vorgestellt. Und da, ich hoffe, das... Instant Kill. Mist. Okay, dann starten wir... Oh, Mist. Dann starten wir wieder bei deiner Handlanger. Na toll. Ja. Bla bla, okay. Müssen wir das noch einmal machen. Na gut. Zack. Und da entlang und... Ja. Alles gut, Drake. Und hier rum und hier. Uah, mach das doch nicht. Da hoch. Geh doch hoch, Mann. Da hoch. Und zup. Und sop. Und zip. Und hoch. Yeah. Manometer. Oh, nee. Instant Kill. Das war dumm. Das war mal wieder saudumm. Oh, Mann, ich hasse das. Ich hasse sowas. Zwingen mich bitte nie Assassin's Creed zu spielen. Ich habe doch mal eine Zeit lang überlegt, ob ich nicht Assassin's Creed Armo Let's Player sollte. Aber wenn ich das hier sehe, wie ich hier abschmier schon bei deiner Kletterpassage, zwingen mich echt nicht Assassin's Creed zu spielen. Ich glaube, das wird ganz, ganz furchtbar und endet mit schrecklicher Schreiattacke vor Frust meinerseits. Ich glaube, das möchte ich eigentlich dann doch nicht, Arthur. Gerade bei, ich glaube beim dritten Teil war das von Assassin's Creed, wo man so viel auf Bäume und so weiter hat klettern können, wo ich dann schier einen Aggress gekriegt habe. Weil man da auch auf der Schifffahrt rumklettern müsse für eine Mission, ich weiß es noch, die habe ich nie 100% synchron hingekriegt. Du musst dich bei einer Mission, nachdem man da ausgebuchst war aus irgendwas, musst man ein Schiff noch stürmen für 100% synchron, ohne dass die Leute bemerken. Und es hat gewimmelt vor Elite-Einheiten. Und das war so schrecklich. Ich habe das nie gepackt, die ganze Mannschaft doch fertig zu machen. Und bin echt verzweifelt an der Passage. Und ich glaube, wenn ihr das seht, ich kreische wie noch was. Okay, jetzt sind wir ganz vorsichtig, nochmal ganz langsam. Hier entlang. Dann war es hier. Ja, den Sprung schafft er. Dann hier wieder. Den Sprung. Und da hat es das letzte Mal gescheitert. So. Und jetzt hier. Das ist doch schon mal gut. Und jetzt den Sprung. Jawohl, den packt er auch noch. Und jetzt haben wir doch schon fast den Weg zu dem zweiten Schlüssel gefunden. So, hoch mit dir. Und da ist er. Die geheime Empore. So, zu der wollen wir hier. Jetzt ist noch die Frage. Komm mal du hier. Wohl nur hier drüber. Wie kommen wir dort hin? Moment. Da geht's, glaube ich, nicht. Da geht's nur hier über das Ding. Oder hier geht's auch, tatsächlich. Okay. Nee, Moment. Okay. Ich glaube, ich hab's. Ja, das da, ja. Hin und wieder... Och Mensch, das kann's doch jetzt nicht sein. Das kann's doch jetzt echt nicht sein. Okay, ja, wenigstens das. Wenigstens das. Also so viel Arschstand hat man das Spiel noch gelost.
so viel Arschstand hat das Spiel wenigstens noch, so rum. Dass ich wenigstens so an der Stelle starten kann. Na gut, dann machen wir das nochmal so. Boah, ich flipp. Gebt mir eine Wand und nehmet meinen Kopf. Ich mach den Rest selber. Mann! Wusa! Wusa! Wusa, 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 verdammt nochmal! Ich krieg den Aggress. Ich ärgere mir hier noch mein linke Hoden ab. Das gibt's doch gar nicht. Verdammt nochmal. So, hopp. Kletterkamasutra der besonderen Art hier. Mann. Scheiße. Okay. Jetzt nochmal so rum. Dann hier. Und jetzt der Absprung. Na also. Wow. Jetzt lacht mich noch so ein Vogel aus. Aber du blitzt noch was. Juwelenbesetztes Goldkreuz, natürlich. Oh, das macht reich. Das macht reich, sowas. Boah, ich hab grad einen Zorn wie noch was. Aber nur wegen dem Juwele-besetzte Kreuz, welche nicht gelandet sei. Sieh mal an. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, Sully. Ich höre. Diese falsche Fährte, mit der du Roman und Navarro loswerden wolltest. Ja? Tja, sie sitzen jetzt genau auf dem Schatzlager. Ah, so ein verdammtes Pech. Gut, wir müssen sie irgendwie weglocken. Mach ich nicht. Einmal weglocken. Kommt sofort. Und Sully, Ja, wenn sie weg sind, komm ins Mausoleum. Aber geh durch die Katakomben. Das ist sicherer. geht klar. Jetzt muss ich nur an den Typen vorbei, ohne dass die mich sehen. Ja, meine Spezialität. An Typen vorbei, ohne dass sie mich sehen. Das ist immer meine absolute Spezialität. Ich hasse sowas. Wahrscheinlich stürzt sich hier schon in den Tod. Ich würde lieber kämpfen, um ehrlich zu sein. Ich bin eher der Ballermann-Typ. Auch wenn ich kein besonders guter Schütze bin. Entkommen! Ausschwärmen! Sucht ihn! Okay, ich stehe, um ehrlich zu sein, lieber Kämpfer, als dass ich hier vorsichtig bin. Das Schleiche ist einfach nicht meins. Aber wenn der sagt, er darf hier nicht entdeckt werden. Dragoon, Präzisionsgewehr. Und was liegt hier noch? Okay, Normali. Wir können die auch aussnipern, denke ich. Hoffe ich. Okay, der schon mal nett. Ich habe die Hoffnung, dass ich die Typen hier aussnipern kann, wenn möglich. Das wäre mir definitiv am liebsten. Probieren wir es doch einfach mal. Da ist schon mal einer. So, dann habe ich schon mal mit einem satten Kopfschuss erledigt. Wow, irgendeiner ballert hier wie noch was. Ah, da ist er. Okay. Gut, dass die Laserstrahle die auch verroten, die Typen. So. So rum. Der steht genau davor. So, dann habe ich. Und von dort kam noch ein großer Schuss. Ja, ich sehe ihn. Gott. Das ist schon mal nicht schlecht alles. Ja, Mist. Okay. Das Ding ist nutzlos. Dann wird das... Okay. Das M4 wieder. Gott. Der lebt aber noch. So, jetzt ist der weg. Ich probiere das alles aus der Deckung hier zu machen. Damit ich die Typen wenigstens so noch fertig machen kann und dann noch die gescheit Pistole noch dazu holen kann. Okay. Das macht er natürlich einhändig hier mit dem Desert Eagle, ist ja völlig klar. So als cooler Action-Lumpi macht man sowas. Hey, wer schießt? Wo bist du, du Säckel? Ach, du bist du. So no bist du, guck mal. Du elender Misttyp. Okay, jetzt fliegst du wenigstens doch selber in die Luft. Das ist in Ordnung. Jetzt nehmen wir uns die noch. Ich denke, das ist legitim. Und ich finde es auch gut, dass ich hier kämpfen kann als Option, weil einfach wirklich dann nur
Ja, du musst Schleicher, das fände ich etwas fies, um ehrlich... Ey! Das fände ich etwas fies, um ehrlich zu sein. Gott. Weil, wenn, dann nutze ich definitiv lieber die Kampfoption. Ich bin nicht der Schleicher. Absolut nicht. Okay, da geht's wieder irgendwo tief rein, wo wir höchstwahrscheinlich hin müssen. Der hat sowieso nichts gehabt, was von Interesse oder wichtig wäre. Das ist auch nichts. Da kann man wenigstens noch die Leiche von den Söldner flattern. Und Schatzhaus ist aber hier... Schatzhaus ist aber hier auf jeden Fall in der Nähe. So. Aber ach, die Söldner sind irgendwie nutzlos gegen Endtyp. Also bedenke, Sunny Boy, der viel rumhurt, ist besser als jeder Elite-Söldner, beziehungsweise als jeder professionelle Söldner. Elite würde ich die jetzt nicht unbedingt nennen, aber ich denke doch mal, dass das professionelle Söldner hier sind, die auch wirklich was von ihrem Gewerbe verstehen. Und in dem Fall die Moral von der Geschichte. Söldner schlechter. Nee, ich krieg jetzt nichts mit nicht zusammen. Ärger Nathan Drake nicht. Oh Gott. Gott, war der schlecht. Aber die der zum Schatzhaus ist wenigstens auf. Und da geht's jetzt nochmal rein. Aber wenn du jetzt keine Filmsequenz startet und ich gucke mich hier nochmal in Ruhe um. Filmsequenz startet hier zumindest wohl noch nicht. Weil ich mag jetzt dann hier noch einen Schatz verpassen. Ich sage ihr, liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Uncharted Drake Schicksal auf Pelzig, wo es hier endlich ins Schatzhaus reingeht und wir der höchst erwartete Eldorado möglicherweise bergen können. Also machen's gut und bis morgen, euer Yankee.